Damit habe ich mich selbst übertroffen. Schaut's her, Mann, der Onkel Horst hat mal wieder einen gewandten Einfall gehabt. Schnapper. Rüschal für 5 Euro? Da geben wir gleich einen ab. Genau, dass die Leute nur noch zum Saufen reinkommen. Also Chef, ich finde, das ist ein richtig pfundiger Vorschlag. Nur dazu will ich den Ausschank machen. Da muss ich vor jeder Mischung abschmecken, damit wir ja das richtige Asbach-Cola-Verhältnis haben. Du weißt doch immer alles für die Kundenzufriedenheit. Ah, du Arschloch. Ich glaub, ich spinn. Beim Schachtel wird verlangen's bloß nur 3,50 für den Rüschal. Das kann kein Zufall sein. Der Alois, der hinterhältige Saugrippe, möchte mir meine Stammkundschaft abluchsen. Aber so haben wir ganz sicher nicht gewett. Ach Horst, wir werden da doch immer treu bleiben. Soll du erst mal dein Deckel. Na, vielleicht auch nicht. Dem Affen werde ich sagen, wer am längeren Hebel sitzt. Ab sofort kostet im Borzenstüberl das Rüschal nur noch 3 Euro. Albert, hast du das gehört? Ein Rüschal für 3 Euro. Da reicht sogar mein Stundenlohn, um mir während der Arbeitszeit ein paar Reine zum Stein. Das ist der schönste Tag in meinem Leben, gleich nach der Scheidung von der Waltraud. Ich glaube, ich traum. Oh! Ah! Oh! Aua! Au! Zwick! Fix! Das wär der Granaten. Mei Helmut, du bist so dumm wie 5 Meter Feldweg. Ein Rüschal für 3 Euro bieten. Das merkt doch jeder dahergelaufene Teudel, dass dieser alter Hur mit Freilauf ist. Und bei den Mischungen, die dieser rundum besoffene Gerd ins Glasel pfeffert, wird dieser saftiges Minusgeschäft. So schaut's nämlich aus. Dann kann er sein Lohn bald zusperren. Und der Schachtelwirt ist die urdigste Borzen in ganz Obersiersbach. Und jetzt mach ich mal ein Rüschal.